Ja, Sebastian, ein Freundschaftsspiel zwischen diesen beiden Teams, geht das überhaupt? Ausgeschlossen, Tom, absolut ausgeschlossen. Also da will keiner verlieren, haben wir auch vorher beide angekündigt. Und da wird es hoch hergehen da in den 90 Minuten. Ja, da gibt es ja überhaupt kein Durchkommen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, er hatte eine mögliche Verletzung des Gegners in Kauf genommen. Deswegen gelb. Das war ein ganz böses Foul. Da hätte man nach meiner Meinung sogar rot zeigen können. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. Alle Achtung! Ja, gehalten, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Das ist wichtig für den Torhüter. Die erste Aktion gelungen. Das gibt viel Selbstvertrauen. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Kann er die Möglichkeit nutzen. Und jetzt muss er schießen. Völlig richtig, diese Elfmeterentscheidung. Der war ja noch nicht mal am Ball. Ja, wie kann ich denn da so hingehen? So früh in dieser Partie schon diesen Strafstoß provozieren. Und der ist ja völlig zurechtgegeben worden. So, wird das ein Tor. Also viel genauer kannst du den Ball gar nicht mehr schießen. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Und jetzt drängt sie nach vorne. Also, wenn das kein brutales Foul war, aber es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte, es gibt nur Freistoß, das wundert mich. Das ist ja nicht zu fassen. Der Schiedsrichter lässt nach diesem rüden Foul einfach weiterlaufen. Und er trifft. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Ja, und der Ausgleichstreffer kam genau zum richtigen Zeitpunkt, denn jetzt ist alles wieder offen. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, und da musst du als erfahrener Spieler auch wissen, bis hierhin und nicht weiter. So heißt die. Klasse Kopfball und die Parade passt zu dieser Aktion. Das sah klasse aus. Schön mit dem Kopf. Klug gespielt. Ganz klare Entscheidung. Es muss Freistoß geben nach dieser Aktion. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, und die Zuschauer sehen es genauso wie der Schiedsrichter. Die Aktion war gelbwürdig. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Ah, wunderbar gesehen. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch Fuß rein. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da.
Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Das war aber ganz eng. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Hoch in den 16er. Und der Pass ganz genau ist drin. Tor! Also noch in den ersten 45 Minuten geht die Mannschaft in Führung. Ein wichtiger Treffer. Ja, ein Mann mehr auf dem Platz, das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Und das sieht gefährlich aus. Also der Ball scheint ihn förmlich am Fuß. Jetzt die Augen. Weltklasse vom Schlussmann. Das ist natürlich ganz wichtig. Der Torhüter hilft seinem Team mit diesen Paraden in einer schwierigen Phase. Und mit dem Kopf bereinigt er die Situation. Der Pass perfekt. Ja, so ist das. Manchmal sieht man ihm das ganze Spiel nicht, aber dann schlägt er plötzlich zu. Tolles Tor. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. 3:1 steht es nach 45 Minuten. Schauen wir mal, was uns die zweite Hälfte noch bringen wird. Ja, beide Mannschaften spielen hier mit offenem Visier. Chancen hatten beide Teams zuhauf, aber getroffen hat bis jetzt nur eine Mannschaft. Mal sehen, wie das in den zweiten 45 Minuten wird. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Klasse, wie er den spielt. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, für solche Aktionen gab es auch schon mal die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Also, wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter... Ja, deswegen steht die Mauer da. Das war knapp. Also die sind heute richtig gut drauf, das muss man wirklich sagen. Und genau in den Lauf. Der gespielt. Nutzt er die Chance. Ja, normalerweise. Jetzt hat er den Platz. Und noch ein weiterer Treffer. Also, das ist ja kaum zu glauben, Tom. Wann haben wir das zuletzt gesehen? Sein 10. Treffer im laufenden Wettbewerb. Aller guten Dinge sind 3. Das war sein 3. Treffer in diesem Spiel. Und das heißt Hattrick. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Alle 3 Unparteiischen scheinen dieses brutale Foul nicht gesehen zu haben. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Riesenmöglichkeit. An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Und daraus könnte was werden. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen. Gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Der geht in die Mauer. Ecke.
Ja, solche Bälle hat er gerne, der Torwart. Halbe Höhe, da kommt er leicht hin. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Und das Dribbeln. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Und der Keeper riskiert Kopf und Kragen und kommt an den Ball heran. Und schon ist der Ball wieder im Spiel. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Also eins muss man ihn lassen, Moral haben die Jungs. Da stand der goldrichtig und musste nur noch abziehen. Ein toller Treffer. Sie haben immer noch einen hohen Rückstand, aber vielleicht schaffen sie es ja noch. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ah, wie er sich den Ball da erkämpft, da kann man ja nur mit der Zunge schnalzen. Und Achtung, die Flanke. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ja, das sieht gut aus. So eine... Ah, den hat er gut gehalten, aber für den Stürmer ist noch was drin. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Super Annahme hier. Pfosten. Und wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen, ja, korrekte Entscheidung. Und jetzt bloß weg mit dem Ding, weg! Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Los, schieß, Junge! Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert, aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Aus der Luft sofort weitergespielt. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. So, den muss er jetzt verwandeln. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, davon hatten wir heute schon reichlich. Erneut ein Tor. Da unten hat es eingeschlagen. Keine Chance für den Torhüter. Und so nutzen sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit aus. Und das war clever gepasst. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Der Verteidiger kann klären.
Junge! Oh, das sieht aber ganz vielversprechend aus, diese Situation jetzt. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.